lavora in vetro. Allora vedete il nostro maestro Giorgio che soffierà per voi un vaso, stazioni, dopodiché farà un oggetto in vetro massiccio in maniera che voi possiate vedere e rendervi conto delle due tecniche principali di lavorazione che abbiamo qui sull'isola di Murano fin dal 1100. Sono quasi 1000 anni che noi soffiamo in vetro. Allora, che cos'è il vetro? Il vetro è un composto di minerali diversi, abbiamo la silice, la soda, dei nitrati e poi degli ossidi. Tutto questo viene portato a 1200 gradi, questo è il punto di fusione. Dopodiché comincia la lavorazione vera e propria. Okay, werden Sie jetzt sehen, bei uns das Glas geblasen wird. Blasende werden noch die Krüge, die Tasse. Ja, alles was leer ist, wird dort geblasen. Venezianisches Glas ist die älteste Glas Europas, ist mehr als 1000 Jahre alt, kommt aus Syrien, Ägypten, Israel, weil wir dort während die Crusaden, das ist in der 1100, Glasarbeit würde hier mitgebracht und früher würde das Glas in die innere Stadt gearbeitet. Aber war einmal wenig auf Holz erbaut, das war so gefährlich. So in 1292, man hat die Glasbläserei hier verschickt. Glasarbeit ist in die innere Stadt noch verboten. Bei uns das Glas ist Sand und Soda, ist überhaupt kein Blei drin. Kein Blei drin, so ist die Möglichkeit, verschiedene Mineralien zusammenzuschmelzen. Mit den Mineralien werden noch die Farben gemacht. Venezianisches Glas ist weltbekannt, weil bunt ist. Nur bei uns werden die Farben bekommen. Und alles, was wir erzeugen, wird noch geblasen und gemacht. Gar nichts wird gepresst. Da werden nur Unikate gemacht. Giorgio ist der älteste Meister, den wir haben. Er ist mehr als 75 Jahre alt. Arbeitet er noch, war überhaupt kein Junge. Das ist dieser Beruf lernen wir. Es existierte keine Fachschule für Glas. Das war einmal wie eine Familientradition. Jetzt haben wir kein Junge. Und man weiß, es sind 45 Personen, die hier arbeiten. Waren mehr als 100 in 1960. Jetzt sind wir nur 54. Ofenmaschine jetzt mit Gas, das ist Erdgas. Alles ist fast gleich. Allora, come potete vedere, qui in fornace abbiamo 5 forni diversi. Ogni forno tiene 1800 kg di vetro e all'interno di ogni forno noi abbiamo 3 crogiuoli in maniera che noi possiamo lavorare con 15 colori. E ogni forno ha quindi adesso tirate il pezzo in maniera di poterne lavorare per finire tutta la bocca del vaso. বানাচ্ছে এখন সেটা কি বানাচ্ছে কিভাবে বানাচ্ছে ওইটা দেখা Das Glas braucht 24 Stunden Abkühlung, sonst springt. Nur am Ende der Abkühlung ist die Möglichkeit zu sehen, was der Qualität das Glas hat. Nicht alles, was wir machen, dann ist die Möglichkeit zu verkaufen. Aber wir erste Wahl, zweite Wahl sind zu viele Dinge, dass die kaputt gehen. Daher, venezianische Gläser sind überhaupt nicht billig. Sie sind nicht billig auch dafür. Nicht alles, was wir machen, dann ist die Möglichkeit zu verkaufen. Die großen Unterschiede, die haben zwischen Bleikristall. Bleikristall wird in ganz Europa gearbeitet. Der Glas, das wir erzeugen, ist das überhaupt keine die Masse noch einmal im Ofen zu stecken. Das wird um 800 Grad Temperatur gearbeitet. Glas bei uns kann auch auf 5 Tage durchgehend gearbeitet werden. In der Bleikristall, das ist unmöglich. So kann man planen, gell? Ed eccolo qui, un bel applauso al nostro maestro.
progetto una volta